Und damit herzlich willkommen zu enger weiterer Trailer Reaction. Das hunnische Spiel dabei, The War Within, die neue World of Warcraft Erweiterung. Du hast los Cinematic Trailer rauskommt, an Cinematic Trailerin Sio irgendwie nach immer dat geilst und der Spielerei du gewirrscht. WoW hat viel Up and Downs an der letzten Jahren, echt May Downs mit so kleinen Ups, ne, so minimal. Das ist ein Spiel, was mich schon seit Jahren begleitet, wo ich immer in Phasen habe, wo ich mehr aktiv sind, Männer aktiv sind. Da sind natürlich immer Leute, die so absolut Deep Diver WoW drauf waren, und, die das alles kann tun, also nichts besseres kann tun wie WoW. So die war ich nie dran. Du wenn's ging mich vielleicht Hardcore WoW-Spieler dann aber als Noob bezeichnen. Das ist aber an meinen Augen nicht schlimm, weil ich hatte aber im Laufe der Zeit viel gut Jahre nochmal, viel gut Zeiten nochmal da. Mein Primetime war Demos Wrath of the Lich King an Mist of Pandaria war ich auch ganz gern. Aber dann an den letzten Jahren irgendwie ist das Spiel so ein bisschen du hier siechen. Das so lose Prozess, Spiel ist irgendwie so los. Soll ich sterben so mit das aber so. Und das tut natürlich viel Gründe. Das tut einerseits natürlich der Grund, dass es einfach ein alt Spiel ist, wird auf viele Plätzen modernisiert go, aber so das alt Gerüst rundherum, das besteht noch immer. Und du kannst ja dein Spiel, du kannst ja für die Fans zu vergraulen, nicht dein Spiel von Grund auf changieren, von Grund auf modernisieren, weil da sind Leute komplett raus. Für viel richtig WoW-Spiel, also die Hardcore-WoW-Spieler, die spielen sowieso den Classic oder den Seasons of Discovery, weil da so, zu ihrer Primetime eben das Spiel war, was sie so wollten. Du wenn da du kannst es nicht bis zu einem gewissen Grad modernisieren, und das halt sind halt limitiert. Und du haben sie angekündigt, die gehört, dass die neue Erweiterung zu einer Trilogie soll gehören. Da kommen 3 Erweiterungen raus am Laufe der Zeit, und das Gesamt als ein Gesamtkonzept, ein Gesamtstory. Und das gefällt mir persönlich recht gut, weil ich auch ein bisschen so mit der Story, weil ich immer so ragucken und immer ein bisschen rakommen, sind ich nicht mehr so umlaufen mit der Story, wie war da wo alles genau verlebt und so weiter. Das ist recht verworren. Aber ist egal. Es soll auch kein WoW-Analyse gehen. Wir gucken uns einfach das Cinematic an, das, worauf ich mich gehirlos freuen, weil ich gespannt, was dort zu erwarten ist, und dann sprangen wir direkt mal ran. Blizzard Entertainment presents. Die Dinger gesehen aber auch immer aus, ey. Wann steht immer so gesehen, da weiß ich so Bock immer so einen Film, den alle Warcraft-Film, also der Warcraft-Film, war nicht so, war okay. Also für mich war es okay, ich hatte mehr Spaß damit, ich weiß, das nicht der ganze mit, die war ja so gefloppt, dass du wahrscheinlich nicht mehr können. Ne? Schade. Oha. Kleiner Mann, sie denkt, die Katte, ne? Boah, das ist fett Nummer. Oh mein Gott, ich war gerade so, und gibt mir wohl noch nicht ganz viel von der Welt, aber das du. Oh mein Gott, ist das Gelddesign. Holy shit. Natürlich gesagt haben und nicht so, aber ich fand, trägt immer ganz viel zur Ambiance bei.
ein Kriegsfirberedung ne ich hoffe dass war Luna bis jetzt könnt weil ich fand Luna bisschen huckt mich Luna nicht so ganz also bis lo fand ich waren aber durch Cinematic Trailer die aber Mate zu bieten hatte wieder do vielleicht man dann do ran auch so geil design die sind auch so geil oh shit oh yes oh, World of Warcraft War Within oh. Genau World Soul Saga so hieß dann die Trilogie ja mischt schon ein bisschen Bock Epic Edition Pre-Order available August 26 ich muss gestohlen es schon 4 bestellt wir können frei wie möglich ranzugucken weil so ball immer schon immer so piekt dann so ein Hype wo ich dann will rakommen wann der dann neu ist dann spielen ich ein Zeitchen ziemlich intensiv und dann irgendwann sind schon raus und dann ja dann hast du wie schwer ran von Dragonflight da hatte ich da doch und dann hast schwer im Rand kommen das riechte schwer im Rand kommen und dann hast immer so eng neue Erweiterung also so ich kann Ragoen ganz unverfänglich kann einfach mal Ränge für 4 Uhr fänken und ja freue ich mich drauf ich werde auf jeden Fall oder ziemlich sicher am Stream spielen bei solo ziemlich sicher am Stream der Stream ist gerade bis geht bei mir ein bisschen von null ist also viele private Gründe weil sieht ja im Kanal könnt ball nur die Lastagers daily Content rauskommen schon mal nicht viel geholt dass ich nur daily Content bringen wird sich so gehen für mich als irgendwie die YouTube-Kanal am Stelle werden wie weit wie Twitch an do als Twitch bis von null ich gehen weil ja nach nie dem Hobby geht noch schaffen an kann versuchen du lo eben den Twitch Stream ist ein bisschen wächtierchen ich denke aber also das nicht dass ich nie mehr werde streamen aber ich denke für WoW kann in kein Klang kann ihn dann das Stream schmeißen und dann guck man mal du kannst doch irgendwann mir regelmäßig dran noch an das Schedule und auch die festgesagten Datum gelöscht weil ja kommt mich sowieso nicht drin also sogar wenn ich voll ich nicht kennt okay bon wir schweifen auf los natürlich nicht zu einem Podcast gehen und dann ging es so eine Zeit mal gerne an den Kommentar wie dir zu WoW spielt okay wie dir zu WoW steht an wird ehren Lieblings MMO also schon ein bisschen auf Final Fantasy geguckt möchte man eigentlich auch recht Spaß und dann voilà, ging so war dieser Episode an der bei der nächsten Ciao